Haut Dünstech von der 1. Oktavwoche begrüße ich euch ganz herzlich aus der Kathedrale Notre-Dame von Lützeburg. Am Kader von der Oktav, die dieses Jahr unter dem Thema Schönheit vom Glaube steht, überdrohe mir von Hai Pontifikal Andacht. Sie wird präsidiert vom Weihbischof Leo Wagner. Als Anfang sagen wir lauretanische Litanei ob träger Melodie. Bei der Setzung Reste avec nous, Seigneur Jésus, die Regina Coeli Magnificat 574, beim sakramentalen Segen den Tantum Ergo 5. Ton und als Schlusslied Klagt in Leid Magnificat 885. Den Domorganist, den Herr Paul Bereich, spielt als Sortie Präludium a Sol mineur vom Johannes Brahms. Kantore sind Madame René Schmidt an den Herr Marc Dostat. Thema von der Predigt vom Oktavprediger, dem Pater Theo Klein, als Haut, Glauben mit Panoramablick. Trinitas unus Deus, miserere nobis. Sancta Maria, ora pro nobis. Sancta Dei Genitrix, Ora pro nobis. Sancta Virgo Virginum, Ora pro nobis. Mater misericordiae, Ora pro nobis. Mater Ecclesiae, Ora pro nobis. Mater misericordiae, Ora pro nobis. Mater divinae gratiae, Ora pro nobis. Mater spei, Ora pro nobis.
intemerata. Ora pro nobis. Mater Immaculata. Ora pro nobis. Mater amabilis. Ora pro nobis. Mater admirabilis. Ora pro nobis. Mater boni consili. Ora pro nobis. Mater creatoris. Ora pro nobis. Mater salvatoris. Ora pro nobis. Virgo prudentissima. Ora pro nobis. Virgo veneranda. Ora pro nobis. Virgo predicanda. Ora pro nobis. Virgo potens. Ora pro nobis. Virgo clemens. Ora pro nobis. Virgo fidelis. Ora pro nobis. Speculum justitiae. Ora pro nobis. Sede sapientiae. Ora pro nobis. Causa nostra laetitiae. Ora pro nobis. Va spirituale. Ora pro nobis. Va sonorabile. Ora pro nobis. Vas insigne devotionis. Ora pro nobis. Rosa mystica. Ora pro nobis. Turista vidica.
grantium. Consolatrix afflictorum. Consolatrix afflictorum. Consolatrix afflictorum. Auxilium Christianorum. Regina Angelorum. Regina Patriarcharum. Regina Prophetarum. Regina Apostolorum. Regina Martyrum. Regina Confessorum. Regina Virginum. Regina Sanctorum Omnium. Regina sine labe originali concepta. Regina in celum assumpta. Regina Sacratissimi Rosarii. Regina Familiae. Regina
sancta Dei genitrix, ut in efficiamo promissionibus Christi. Oremus. Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes, dein Sohn hat am Kreuz die selige Jungfrau Maria, seine Mutter, auch uns zur Mutter gegeben. Höre auf die Fürsprache unserer Schutzpatronin und schenke uns in allen Nöten deinen Trost und deine Hilfe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen, und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Taten und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere Hohepriester und Führer haben ihn zum Tode verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und von allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es wird Abend. Der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan, und sie erkannten ihn, und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück, und sie fanden die 11 und die mit ihnen versammelt waren. Die sagten:
Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Lieben Herr Erzbischof, lieben Herr Weihbischof, lieb kirchlich Mitbrüder am diakonalen und am priesterlichen Dienst, lieb Leute hier an der Kathedrale, an all die mit uns über die Medien verbunden sind. Ich will mich auch ganz besonders an all die krank adressieren, auch die krank geistlich, die aus der Vie consacrée, all die Leute, die Menschen, die allein sind, die nicht mehr an die Kirche können kommen, und auch die verletzt goufen, an der Kirche, von der Kirche, und auch und all die Menschen, und ich meine, das sind mir alle Guten, die auf der Sicht sind, nur dem Scheinen. Wie kann ich eigentlich die Glaube beschreiben? Der Glauben ist eigentlich wie eine Wanderung auf ein Berg. Wenn man diszipliniert Schritt für Schritt geht, dann geht der Bemol oben auf der Spitze vom Berg mit einem schönen Aussichtspunkt überrascht, wo ihn eigentlich die ganze Landschaft überblicken kann. Also ein Panoramasicht kann einem am wirklichen Sinn vom Wort Erstaunen versetzen. Und wir Menschen, wir brauchen immer nicht so Aussichtspunkte, die uns einen Überblick für das Ganze geben. Wir wollen gerade die Emmaus-Geschichte hören. Das ist eigentlich eine Geschichte, wo wir können sagen, dass ein Gleichnis für das Leben mit Gott. Und da entdecken wir auch den Realismus vom Leben. Wir haben nicht immer den Panoramablick. Wir sind auch ganz oft innen am Dall. Wir sind an einem Lach. So hier den Heinz du Leid, denen es nicht gut geht, ich bin an einem Lach, ich weiß nicht mehr wohin. Also als es den Emmaus-Jünger auch gegangen, weil Jesus gestorben ist, sind sich ganz lang vier gekommen. Sind Leben an Gott nicht mehr verstanden. Und es geht es ja auch so, ganz oft. Wir verstehen ganz oft Gott und Leben nicht mehr. Und aber seht die Emmaus-Geschichte, dass Gott mit uns ist, ob eisem Weh, auch am deichteren Dau. So wie bei den Emmaus-Jüngern. Auch wenn wir kein Gefühl haben, no Gott, vielleicht setzen die Glauben gleich mit Gefühl. Weil ich kein Gefühl no Gott hun, da göttet Gott nicht. Und dem aus Geschichte weiß es, dass Gott mehr als wie eist Gefühl. Der Emmaus Geschichte ist immer, die zwei sind inner weh. Aber wie gut geht es, wenn wir an einem Lach sind, wenn es uns nicht gut geht, wenn einen anderen Eis begleitet. Den einfach mit uns ist, den uns versteht. Brauchen wir nicht viel zu sagen, aber vermittelt uns das Gefühl, hey, ich gehe mit der Weh. Was für Menschen haben uns immer nicht so bei diesem Glaubensweh begleitet. Das ist immens wichtig. Der Propst Benedikt XVI. Hat den schönen Satz gesagt,
wer glaubt, ist nie allein. Auch an deichtre Stunden, mir sind nicht allein. Gott ist mit uns. Aber Menschen nach mit uns sind auf diesem deichtre Weg, umso besser. Da spielen wir uns gedrohen. Glauben als mehr wie Gefühl. Und dafür können wir auch nicht darüber jugieren, wie viel Glauben ein Mensch am tiefsten von seinem Herz hat. Ob er mit Gott verbunden ist oder nicht. Das ist nicht uns zu jugieren. Weil die Maßstäbe von Gott, die sind ganz ähnlich das wie Eis. Was einzig an der Länge zählt, das lebt. Ende von unserem Leben zählt die geliebte lebt. Johannes vom Kreuz, der Reformator vom Karmeliterorden, hat er treffend gesagt, am Abend unseres Lebens werden wir nach der Liebe gerichtet. Wie gesehen, das Leben besteht aus Kontrasten. Ich bin Umgang von dem Panoramablick, wenn wir auf die Birch gehen, aber wir sind aber auch ganz oft am Dall. So ist das Leben eben. An all Jahres feiern wir auch den Kontrast. Wir feiern Ostern. Wir feiern Ostern nur dem, für drun feiern wir Karfreitag, Jesus ist gestorben, und dann Ostern. An all Jahres, wenn wir Ostern feiern, da feiern wir, dass wir zu Jesus Christus gehören. An Undeel holen aus seinem unvergänglichen Leben. Das ist eigentlich auch der schöne Panoramablick. Darf als sozusagen den Abstieg an die Weg, an den Stufen von unserer Glaubensentwicklung. Darf als den Abstieg an die Entwicklung als Fähigkeit, Gott immer besser zu erkennen, und am Glauben auch mir erwussen, mir reif zu gehen. Von Ostern will ich nur beschreiben, was für Weh, was für Stufen wir am Lauf von unserer Biografie machen, für die schöne Panoramablick zu kriegen. Gestern hatten wir die Zähnung von den Kindern. Das war so schön, das war so etwas Herzliches. Aber was wichtig ist, die Kinder zu vermitteln, sie sind voller ganz ungeheuer akzeptiert, bejaht. Die Kinder Vertrauen schenken, dass sie spüren, ist sie gewollt. Da sind du, den hört dich gern, die Eltern hört dich gern, die Familie hört dich gern, die hört dich gern. Und ob die lebt, passieren wir eins an unserem Leben. Wenn wir die lebt nicht geschenkt kriegen, da können wir auch nicht vertrauen. Ja, da gehen wir echt misstrauisch vis-à-vis von allem. Und dann ist es doch schwierig, ein dir abzumachen zu dem Gott, die bedingungslos Ja zu uns sieht. Kommen wir aber mal am Vers, wo kann mir groß gehen. Sie gehen an die Schule. Und das ist wichtig, dass sie zusammen mit den anderen leben. Und auch das Leben so lehren. Das Leben lehrt ihr nicht, an dem man sich morgens für um Spiegel guckt. Mit Liebe lehrt den mit den anderen. Kann er spielen mit denen. Und auch die religiöse Erziehung. Das kann er Rituale vermittelt kriegt, an auch die Kirchenjahr. Wie wichtig ist es, dass Eltern und auch Großeltern mit den Kindern an die Kirche kommen, an ihnen Krippchen erklären. Das ist nämlich ein Beispiel.
Also wie kann beim Goe lehren, ufangs immer nächst Hand brauchen, diese feiert, so brauchen sie auch beim religiöse geistlichen Goe lehren immer nie sein Steib durch die Menschen, denen sie können vertrauen, ob diese sich können verlosen. Und du hast doch so wichtig, dass wir auf Wurse Leid tun, an der Katechese, die das Vertrauen, die kann weiter schenken. Auch noch die Älteren mit abziehen. Kann sich nimmen religiös entwickeln, wenn es sozusagen eine Hilfe zur Selbsthilfe kriegt. Es muss ja nur lernen, selber gehen. Ich habe heute das schöne Buch mitgebracht, das ihr wahrscheinlich kennt, Heilige Sprünge. Ich erwarte zwar noch nicht, dass alle gute sprangt. Das ein Buch über die Pilgerortschaften zu Lützeburg. Das ganz schön illustriert. Es spricht Kanner und spricht auch nach also Wursen un. Das Buch, übrigens, das kriegt ihr auch am Zelt, am Bischerzelt über zu kaufen. Und dafür ist es wichtig, dass man also Wursen nei mit den Kanner die Pilgerplätze an einer Diözese kennenlernen. Ob der sich nur den Pilgerplätzen geht jetzt vom Heilige Willibruch zu Echternach, Kirster Klaus bei Echternach, Schätzelgrott bei Niederarnwen, Karstel bei Altwies, Leifrechen zu Kehl, Mutter Gottes Knipchen bei La Madeleine, Trentert-Kapell bei Eichen, Helper Knapp bei Bruch, Philibrordus Kapell bei Rindschleiden zu Rindschleiden, Pirminus Kapell zu Kaunerev, Fatimerker Denkmal bei Wolz, Telzener Klaus bei Helzen, Bildchen bei Feiernen, Notmutter Gottes am Stadtgrund, an Heid Kathedral natürlich, am mit dem Kant an Gespräch kommen, und auf die Plätze hingehen, und dann noch frohen, was hat dich am meisten beeindruckt? Du vergisst, das war so schön, wie kann er auch beim Vertivaltor stungen, ne? Die kann er auch gestaunt, gestrahlt. Ja, die Schönheit vom Glauben. Komm mal bei die Jugendlichen. Die Jugendlichen sehnen sich nur Hilfe an Orientierung. Zu viel Frohen. Also sie brauchen auch immer nicht auf Wissen, die sich ihre Frohen an Probleme stellen. Es geht nicht einfach durch, dass sie die Jugend mit fertigen Antworten aufspeist. Holen wir dafür auch die Frohen von den Jugendlichen, was den Glauben betrifft, seriös. Und überlegen wir auch als Kirche, wie der Glauben die Jugendlichen helfen kann, Schritte zum Wurse gehen zu gehen. Helfen wir den Jugendlichen, dass sie am Glauben einen Weg gehen. Ein Weg, der noch wirklich ein Lebenshilfe ist. Auf ihr Leben noch später können zu bewältigen. Aber wie wichtig ist Familie? Der bekannte Psychiater und Psychotherapeut von Wien, den Dr. Raphael Bonelli, der sagt ganz klar wieder, die Familie braucht einen echt männlichen Vater und eine echt weibliche Mutter. Sie braucht ein Bekenntnis zur Fruchtbarkeit und Liebe zu den Kindern. Sie braucht Selbsttranszendenz, das heißt, die Kinder müssen in das Wahre, das Gute und das Schöne eingewiesen werden. Und nicht zu vergessen, Großeltern,
die ganz guten, wertvollen Abfluss op d'Enkel kann hun. De Glauben, reife Glauben, den erkennt den Durunner, dass sie beziehungsfähig mischt. Beziehungsfähig, was Gott belangt, an auch mit den Mitmenschen. Also Glauben, also immer nicht ständige Wandlungen ausgesagt. Aber das ist nur eine reif Gottesbeziehung. Den heilige Bernhard von Clairvaux, der schwätzt eigentlich von 3 Arten von Beziehungen zu Gott. Ihr seht, gibt die unreif Beziehung zu Gott. Wenn ich Angst habe für Gott, Angst vor der Strafe. Und da gibt es aber auch eine andere Form von Beziehung. Wenn ich nimmer etwas mache, für das etwas rausspringt, es sind ausgerichtet auf den Lohn. Ich mache nimmer etwas für etwas zu kriegen. Und da schwätze von der dritten Art von Beziehung, von Gottesbeziehung, von der reife Gottesbeziehung, die sich einfach eins weiß mit Gott. Das heißt, ich mache nicht aus Leid, und nicht aus Angst, und auch nicht so wenig, dass ich darüber ausgerichtet bin, für mich muss etwas raussprangen. Aus Leid, das ist immer keiner Gottes. Heim haben wir die Erfahrung, dass Glauben etwas Schönes ist. An so ein Leben dreht sein Lohn schon an sich. Du hast ein Vertrauensverhältnis. Das ihn überzeugt, dass Gott uns besser kennt, wie wir uns selber kennen. Und dass wir so akzeptieren, wie wir sind, am Vertrauen. Und wir brauchen keine Angst zu haben, und wir brauchen auch Gott nicht viel zu machen. Mit dem Glauben, du ist es wie man Mond. Entweder hält auf oder hält zu. Guck mal ob Maria. Ist gut, Mam. Sie ist Vorbild für uns am Glauben. Sie weist und sie encouragiert uns, als ob Gott anzulosen. Sie mischt als Courage, als ob der Weg vom Glauben zu machen, ja, der Glauben ist schön.
Weh bei Mutter Gottes wollen wir unsere Blicke ganz groß abmachen am Gebet an ob Vierspruch von unserer guter Patronisch rufe mir. Für eise Popst Franziskus an all Bischof, die ze summen am ganze Volk Gottes Weg von Erneuerung wille goen. Dat mir eis auch zu Lützeburg an der Deft vom Evangelium ausspreche losen, eis Haltungen auf Vorstellen an Neues probieren. Herrgott, heia eis. Pour toutes celles et ceux qui ont fui un environnement de guerre et de violence, en particulier tous les réfugiés d'Ukraine, que nous puissions aller à leur rencontre, prêts à les soutenir dans leur peine. Herrgott, heia eis. Für all die, die das Leben an den Rand von der Gesellschaft gedrückt wird, aber besonders für all Eler, krank, a gebrechlich Mattmenschen, die unter der Einsamkeit leiden, dass sie an der Oktav durch Klanggesten vor Nächste lebt, Gemeinschaft erfuhren. Herrgott, heia eis. Für eis Poren, an die solche Plätzen, wo das Evangelium mit nie gedeelt wird, dass mir Weh von einer missionarischen Kirche wissen. Herrgott, heia eis. Für Durdensleid, aber besonders für die Kontemplativgemeinschaften, dass sie nicht mitgehen, Kirch durch das Gebet zu drohen. Herrgott, heia eis. An einem Moment von Stolz bringe mir aber auch Haut nächst als persönlich Uleies an all Gebirder von alle Pilger für und Gnodebild. Herrgott, heia eis. Gute Papa am Himmel, durch die Jowurt von Maria bist du Mensch gin. Losiert Jowurt auch eis, Tag für Tag neu herausfordern. Darum bete mir durch Christus, unser Bruder an unseren Herr. Regina Celi, letale, alleluia. Quia ruisti portare, alleluia. Resurrexi, sicut dixi, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudiet litari Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus Vere, alleluia. Prions. Dieu qui, par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avez bien voulu réjouir le monde, faites-nous parvenir par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle. Par lui, Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passionis tue memoriam reliquisti, tribue, que sumus ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerar, ut redemptionis tue fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Wir haben pontifikal Andacht über Drohe aus der Kathedral von Lützeburg. Die könnt ihr nachher ja lauschen, die Woche über 18 Uhr, Meindes 19 Uhr. Und von Meindes bis Freides auch 23 Uhr Dock. Ich invitiere noch dann schon ganz herzlich für unter Schlusspression, sondern an einer Woche, den 22. Mai, teilzuholen, wie so die Schönheit vom Glauben auch nach außen hin zu weisen. Des Weiteren meine ich auch weiterhin darauf aufmerksam, dass all da noch immer willkommen ist für die Restauration von unserer Urgel, Kontosnummer von der op katol.lu. Analo geben wir den Mix an das Studio.